Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hoi miteinander, wie geht's euch? Willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast. Und in der heutigen Episode möchte ich euch ein bisschen Nebis über die Schweizer Banken erzählen. Und zwar, wie sie entstanden sind und auch, wie es so ein bisschen aussieht in der Bankenlandschaft in der Schweiz. Ich wünsche euch viel Spass. Das Transkript auf Schweizerdeutsch-Hochdeutsch könnt ihr wie immer auch auf meinem Patreon-Account abladen. Und wenn ihr es noch nicht macht, folgt mir doch auf YouTube und auf allen Kanälen, auch auf Instagram. Ich würde mich freuen. Also, viel Spass! Die Geschichte der Schweizer Banken. Die Schweizer Banken gehören zu den bekanntesten auf der Welt. Der gute Ruf basiert auf der politischen und wirtschaftlichen Stabilität der Schweiz. Angefangen hat es bereits im späten Mittelalter und 1750 ist die heutige Privatbank Rahn und Bodmer in Zürich gegründet worden. Sie ist die älteste noch existierende Bank der Schweiz. Nur ein paar Jahre später ist nochmal eine Bank, Leu & Compagnie, auch mit Sitz in Zürich, gegründet worden. Damals hat es den Schweizer Franken noch nicht gegeben und die heutige Währung ist 1850 eingeführt worden. So sind noch weitere Banken und Finanzinstitutionen entstanden, wie zum Beispiel 1853 die Banque Générale Suisse zu Genf, 1856 die Schweizerische Kreditanstalt Zürich oder 1906 die Schweizerische Nationalbank. Und im Jahr 1934 ist das Schweizer Bankgeheimnis geschaffen worden. Das Bankgeheimnis ist eine gesetzliche Verpflichtung der Banken, die ökonomische Privatsphäre von ihren Kunden gegenüber Dritten zu bewahren und sicherzustellen. Es basiert auf der jahrhundertalten Kultur der Verschwiegenheit, wenn es um Handelsgeschäft mit Banken geht. Es bedeutet, die Mitarbeiter der Banken dürfen an niemanden Bankinformationen von ihren Kunden weitergeben. Man hat die Schweizer Banken besonders auch wegen dem Bankgeheimnis immer wieder stark kritisiert. Zum Beispiel ist während dem Zweiten Weltkrieg viel Geld aus Deutschland in die Schweiz geflossen und es ist Raubgold gelagert worden. Auch hat man der Schweiz vorgeworfen, durch das Bankgeheimnis werde Geldwäscherei und Steuerflucht begünstigt. Am 6. Mai 2014 hat die Schweiz sich entschieden, am automatischen Informationsaustausch bei Steuerangelegenheiten beizutreten. So ist das berühmte Bankgeheimnis zum grössten Teil aufgehoben worden. Für Krisen sind Banken auch bekannt, speziell in der jüngeren Vergangenheit. Während der Weltfinanzkrise 2007 bis 2008 hat die UBS mit Staatsgeldern gerettet werden. Und ziemlich aktuell ist das Jahr im März die Credit Suisse von der UBS übernommen worden, weil die Aktien plötzlich enorm an Wert verloren hatten. Man kann die Schweizer Banken in ungefähr 6 Gruppen einteilen. Es gibt die Grossbanken, wie zum Beispiel die UBS oder eben früher auch die Credit Suisse. Dann die Raiffeisenbanken. Von denen gibt es 226 schweizweit, die solidarisch zusammengeschlossen sind. Dann gibt es die Kantonalbanken und von denen existieren insgesamt 24. Im Unterschied zu den Raiffeisenbanken sind die rechtlich und wirtschaftlich absolut selbstständig und bilden keine Bankengruppe. Weiter gibt es Regionalbanken und Sparkassen und als nächster Punkt Vermögensverwaltungsbanken und Privatbankiers. Die haben eine über 250-jährige Tradition und gelten als die eigentlichen Väter vom Schweizer Finanzplatz. Und als letzte Gruppe gibt es etliche ausländische Banken, die ihren Sitz hauptsächlich in Zürich oder Genf haben. Der Schweizer Finanzplatz ist nach wie vor sehr beliebt und die wichtigsten Gründe sind die zentrale Lage in Europa, der Schutz der Privatsphäre, die Neutralität und Unabhängigkeit und die hohe politische und wirtschaftliche Stabilität. Der Schweizer Franken gehört zu den stabilsten Währungen weltweit und ist als starke Währung, Hartwährung, bekannt.
Ja, und da wäre es schon gesehen für den heutigen Podcast. Ich hoffe, er ist gut verständlich gewesen. Ich habe probiert, ein bisschen einfacher zu schreiben. Ich denke ungefähr ein Niveau A2, aber es ist immer schwierig natürlich zum Einschätzen. Lasst mich doch wissen, ich habe auch eine Vokabularliste angehängt beim Transkript, wo ein schwieriges Vokabular gesehen auf Hochdeutsch und auf Englisch. Natürlich habt ihr auch das hochdeutsche Transkript zum Vergleichen. Schaut es euch doch an. Wie gesagt, ihr findet das Transkript auch auf meinem Patreon-Account. Dort könnt ihr es abladen. Folgt mir auch auf Instagram, folgt mir auf YouTube, da würde mich freuen. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.